Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Sie ist eine norddeutsche Dern durch und durch, aufgewachsen in Norddorf in Schleswig-Holstein. Von da ist sie zwar erstmal in die weite Welt aufgebrochen, um ein Schauspielstar zu werden, unter anderem in dem Straßenfeger Diese Trombuschs und in vielen anderen Filmen. Aber seit einigen Jahren lebt sie wieder in ihrer Heimat und will auch nirgendwo anders mehr sein. Jetzt hat sie 2 frische Hörbücher mitgebracht und viel gute Laune. Sabine Karg zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Ich habe mich so ein bisschen in Plattdeutsch versucht, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Sie sprechen ja nur fließend Plattdeutsch. Ich habe mir das von meinem Kollegen Jared Di Baba, habe ich mir diese beiden Sätze aufschreiben lassen, sonst hätte ich das niemals hingekriegt. Ja, der spricht ja perfekt. Der ja, eben. Wie ist es denn momentan in Norddorf? Haben Sie da die Corona-Inzidenz im Kopf? Wie sieht es da aus mit den Infektionszahlen? Ich glaube, wir liegen ganz gut und auch darunter. Also ich glaube, bei uns werden auf jeden Fall die Restaurationen geöffnet abends oder beziehungsweise gestern Abend habe ich schon mal was gesehen, dass da sich Leute getroffen haben und ein Bier getrunken haben auf dem Marktplatz. Das war schon mal schön. Und ansonsten, ja, weiß ich auch nichts weiter, ehrlich gesagt. Ich habe mich da noch nicht hingetraut so richtig. Haben Sie noch nicht? Ich wollte gerade sagen, eigentlich wartet man ja so drauf, endlich macht die Außengastronomie wieder auf. Ja. Aber dann hat man doch so ein bisschen Respekt, ne? Ja, man hat so eine bestimmte Vorsicht und denkt so, meine Güte, wenn ich mir da dann gerade was aufsacke, das muss ja nun nicht sein. Und ich nehme das schon sehr ernst. Also die AHA-Regeln finde ich absolut wichtig und ich halte mich auch sehr streng daran und hoffe, dass ich auch bald geimpft werde. Und dann, denke ich, wird es auch schon ein bisschen entspannter werden. Da hoffen wir alle drauf. Ja, es gibt ja auch viele Konzertveranstalter und also auch Theater, die darauf hoffen, dass mit den Tests sich das alles ein bisschen entspannt. Sie sind ja Wacken-Fan, habe ich gehört. Wissen Sie schon, ob vielleicht mit Tests Wacken zumindest in kleinerem Rahmen stattfinden wird? Also ich weiß nur, dass die auf jeden Fall alles machen, um dieses Festival möglich zu machen. Aber ich weiß tatsächlich nichts, also ob es stattfindet oder nicht. Das wird sich dann eben auch ergeben, wie viele Impfungen jetzt möglich sind und. Ne? Aber gab es Zeiten, wo Sie so richtig Hardcore-Wacken-Fan, so die von Anfang bis Ende da die Zeit verbracht haben? Genau, ja. 90, das erste Mal mit Motorrad und 2-Mann-Zelt. Und dann bin ich da gewesen in der Kuhle. Das ist heute die VIP-Area. Und da waren früher 800 Leute. Und dann haben wir richtig Party gemacht. Und seitdem kenne ich die auch. Und ich habe mit Wacken deswegen zu tun, weil ich mal einen Kaffee auf den Markt gebracht habe mit dem Wacken-Kaffee-Jungs zusammen. Und da war der Pate unser Peter Harry Carstensen. Die hatte ich mal auf der Grünen Woche getroffen und so ist das eben entstanden und deswegen gab es diesen Kaffee, einen Bio-Kaffee, Sabine Karg Spezial Hot Beans. Echt? Und den haben die auch alle sehr gerne promotet und eben auch gekauft und das war ganz süß. Und da haben wir das unterstützt für die Wacken Foundation und genau, das war dann eben auch mein Ansinnen und ich habe mit 8 anderen Mitgliedern einen Vertrag unterzeichnet für das Wacken Jugendcamp, Music Camp und das findet ja immer im Anschluss oder vorher statt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und da können Sie Jugendliche dann eben lernen, wie man Konzerte veranstaltet und wie man sich eben auch weiterbildet. Und es gibt Coaches aus Schleswig-Holstein, die die Jugendlichen dann unterrichten. Das ist eine tolle Sache. Das ist wahrscheinlich jetzt momentan ja auch alles nicht so möglich. Man hat sie gerade gesehen mit Doro Pesch, gibt es so ein schönes Foto. Ach, ja. Wie lernt man sich da kennen? Dann im VIP-Bereich oder Backstage oder wie trifft man dann aufeinander? Ja, ich hatte ja dann das große Glück, dass ich die sogenannten wichtigen Bändchen bekam. Also ich durfte dann überall hin und habe dann eben auch mal VIP-Begleitung gemacht und war natürlich auch hinten und wurde dann ja selber auch betreut. Und das war großartig. Und insofern habe ich natürlich auch Doro kennengelernt und sämtliche Bands. Und außerdem hatten die Auflage, sich mit mir fotografieren zu lassen und meinem Kaffee. Das war ja das Witzige, weil wir wollten den ja verkaufen, damit eben die Cent sozusagen auch in die Kasse spülen, damit wir dann eben die Wacken Foundation unterstützen können. Ja, super. Ganz klar. Naja, wollen wir hoffen, dass das bald alles wieder möglich sein wird. So nehmen Sie bitte Haltung an. Die Botschafterin des Niederdeutschen Theaters als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO ist zu Gast auf dem roten Sofa.
Ich habe mir so eine Mühe gegeben, diesen Titel richtig zu sagen, aber ich habe es doch falsch gesagt, ne? Die Botschafterin. Also ich bin offizielle Botschafterin des Niederdeutschen Theaterspiels als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO. So ist das nun richtig, Moggesau. Okay, Theaterspiels und ich habe Theater gesagt, das genau, war falsch. Des Theaters und so, aber das ist eben wichtig, dass es sich um das Niederdeutsche Theaterspiel handelt, Ja, okay. weil für die Sprache darf ich mich so gar nicht verkaufen. Ja, und was ist das für eine Funktion? Ist das nur so ein Titel oder können Sie auch richtig was machen? Als Ja, man kann natürlich auch was machen. Wir haben auch ganz viel erreicht. Wir hatten viele Castings gemacht bei verschiedenen Bühnen und haben dann eben junge Menschen geworben, die sich nicht getraut haben, auf die Bühne zu gehen oder Theater zu spielen und dann über das Theater und über Sprache, eben auch über das Plattdeutsche oder Niederdeutsche in dem Fall, eben sich zu entfalten. Und da ist es natürlich wunderbar, als Schule für einen jungen Menschen oder auch für andere Menschen, die einfach das Gefühl haben, sie möchten eine Gemeinschaft haben, ein freundschaftliches Miteinander, auf die Bühne zu gehen und sich zu entfalten und Selbstbewusstsein zu bekommen und eben auch zu wissen, da sind Freunde, das sind Menschen, mit denen mache ich das aus Spaß. Aber ich entwickle mich auch und ich lerne zu sprechen und dann noch eine wunderbare Sprache, nämlich unser Plattdeutsch. Ja, und das kann ja auch, Plattdeutsch oder überhaupt das ganze Norddeutsche, kann ja auch mit großem Temperament verbunden sein. Es muss ja nicht immer so wie Peter Heinrich Brix, so eher so ein bisschen, so ganz ruhig sein. Muss es ja nicht, ne? Nee, also wir haben ja nun wirklich Talent, Temperament. Talent und Temperament hoffentlich. Genau. Nee, aber das geht ja richtig ab. Nein, also wenn die auf der Bühne stehen, dann geht es ja richtig zur Sache. Und das ist schon richtig mit Temperament und mit Lust und Laune haben die eine Spielfreude. Das ist ganz toll. Und das kann man bewirken. Und da habe ich dann natürlich diesen Titel, mit dem ich eben auch Türen einrennen kann und sagen kann, so, wir brauchen jetzt hier noch mal ein Fördermittel oder hier gibt es Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen für die plattdeutsche Sprache. Was können wir tun im Unterricht? Ne? Also all sowas, das kann man alles anregen. Und es ist eben so, dass man nicht übergangen werden kann, weil eben das ein offizieller Titel ist. Ja, ich finde das toll. Also Kulturerbe eben. Ne? Genau, wie Sie schon gesagt haben. Hatte es auch ein bisschen was mit dem Norddeutschen, mit der Sehnsucht nach dem Norddeutschen und nach dem Plattdeutschen zu tun, dass Sie vor einigen Jahren wieder zurück in Ihre Heimat gezogen sind, nach Norddorf? Ja, also ich hatte ja immer eine große Sehnsucht, wieder aufs Land zu ziehen. Und dann eben wohne ich ja zwischen den Meeren. Also ich habe ja die Nordsee und die Ostsee. Das ist der geografische Mittelpunkt von Schleswig-Holstein, Nordorf. Und da bin ich eben aufgewachsen. Und das ist mir eine große Freude, dass ich da wieder leben kann, agieren kann und eben dort auch die Sprache lebendig halten kann. Und das habe ich eben gemacht mit Herausgabe zweier Bücher und habe daraus dann eine Lesereise entstehen lassen mit einem wunderbaren Mundharmonikaspieler, Ben Heuer, der mich immer begleitet. Und so sind wir eben da reingekommen und haben eine große Freude eben auch, oder dass ich eben überhaupt hier so kreativ sein kann im Norden wieder. Und das ist halt meine Heimat, das ist ja meine erste Sprache, mit der bin ich ja ganz zuerst konfrontiert worden. Und bis ich 7 war oder sowas. Und dann wurde uns das ja aberzogen, weil wir ja in die Schule kamen. Und in der Schule sollte man nur Hochdeutsch sprechen, weil die Lehrer Angst hatten, dass wir die Sprache durcheinander bekommen, dass es so ein Kauderwelsch gibt. Was natürlich Quatsch ist. Heute weiß man ja, dass Kinder 3 Sprachen auf einmal lernen können und so, ne? Nee, also das war eigentlich so der Grund. Aber ich bin ganz glücklich und ich liebe die Natur und ich liebe die Meere und ich liebe die niederdeutsche Sprache und ich mache alles dafür, um das auch zu leben. Und das freut mich auch, dass ich das darf. Und sind denn dann, wenn Sie so lange doch weg waren, haben Sie denn trotzdem noch Freunde von früher, die da geblieben sind? Also dass Sie so Ihr Umfeld haben, das braucht man ja auch. Hier bei mir in Nordorf? Genau. Ja, meine Schulfreundinnen. Ich habe ja viele Schulfreundinnen aus meiner Schulzeit wir waren in einer Klasse, 22 Mädchen. Wir waren nämlich übrig. Wir waren ja eingemeindet, die Dörfer um Nordorf herum. Und insofern gab es dann einen Überschuss an Mädchen. Und diese Mädchen kamen in diese eine Klasse und da war ich auch drin. Und wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Und es ist ganz toll. In Nordorf wohnen 8 oder 10, ich weiß es gar nicht, also im weiteren Umkreis 12 Frauen.
und auch in Kiel und 30 Kilometer weiter entfernt. Und so sind wir alle immer wieder zusammengerückt. Und wenn irgendeiner irgendein Problem hat, dann ist sofort jemand da. Und wir beschützen uns, wir haben uns gerne. Und wir lachen und heben auch gerne mal ein. Um das will ich so direkt zu sagen. Das klingt total schön. Ja. Und was hat denn Ihr Sohn gesagt? Sie haben ja einen Sohn, der ist, glaube ich, 27. Ne? Ja, genau, 28. Als die Mutter wieder aufs Land gezogen ist, der hatte keine Lust, da mit hinzukommen. Nein, der ist ja erwachsen und ist jetzt verheiratet seit Anfang des Jahres und lebt in der Schweiz und ist da beruflich sehr engagiert. Und ja, der hat natürlich seinen eigenen Weg vor Augen gehabt und auch eine Karriere, die er, ja, sehr gut lebt anscheinend. Ja, und wegen Corona konnten Sie bei der Hochzeit gar nicht dabei sein? Nein, wir konnten nicht. Also ich konnte nicht dabei sein und ich habe das aber über Video verfolgen können und habe auch Grüße gesandt natürlich und geweint wie ein Schlosshund zu Hause, so in meinem Kämmerlein. Aber es war einfach trotzdem gut und schön und wir können das ja alles nachholen hoffentlich und ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist schon schwer, wenn man dann auch alleine lebt und man hat diesen Familienanhang und diesen Bezug dann auch nicht mehr. Das ist dann doch schon manchmal schwierig. Ich möchte aber nicht jammern, mir geht es trotzdem super gut und ich bin eigentlich auch jemand, der das ja gewöhnt ist, durch meinen Beruf immer Texte zu lernen, auch sich manchmal zu isolieren und allein zu sein. Und insofern bin ich ganz gut damit. Ja, und mit dem Freundinnen-Netzwerk, das klingt total nett, finde ich. Ja, das ist auch das hört sich wirklich gut an, weil man ja auch unter Frauen, finde ich, auch so lachen kann. Man kann so, ne, in so einer Frauengruppe hat man doch immer was zu lachen. Ja, das ist immer schön. Die sind so lustig, also wirklich. Haben Sie vielleicht noch was Plattdeutsches? Es geht nämlich jetzt noch mal um Plattdeutsch. Ja. Vielleicht noch so einen kleinen Satz, den ich vielleicht so aus der Hüfte lernen könnte? Nu geht ja gerade der Wind. Ne, das ist schon ein bisschen cold. Ja. Und ja, was können wir denn doch Nu geht ja gerade der Wind. Nu geht der Wind. Der Wind kommt von Ost. Der Wind kommt von Ost. Genau, das ist der Kohlewind. Das ist der Kohlewind. Genau. Und die Sonne schient von Heben und wir sind bannig glücklich, dass wir die Sonne haben. Und den blauen Heben und ja, das ist alles wunderbar. Oh, das kriege ich nicht alles hin. Aber der Sonne schien von Heben und wir sind bannig glücklich, dass wir die Sonne haben. Genau. Ja, und wir haben einen Schrubber und einen Leuwagen und dann können wir auch ordentlich noch mal beten. So. Ne? Herrlich. Ja. Das klingt, ich liebe es ja, ich höre es wahnsinnig gerne. Also Plattdeutsch ist ja nicht gleich Plattdeutsch. Bei uns in Norddeutschland, da gibt es diverse niederdeutsche Dialekte. Und Christoph Hemker war unterwegs im ostfälischen Sprachgebiet. Da klingt das Platt ganz anders als hier bei uns. Ja. Im Waterloo wird auch noch alle frühe Platte gesprochen, wisst ihr das noch? Ein ganz anderes. Ja. Es gab aber schon in den Jahren Eltern, die meinten, die Krams hätten noch schaulich Wörter, wenn sie Platt sprechen. Edith Ahlers und ihr Bruder Alfred Försterling. Beide aus Silstedt bei Wernigerode im Harz. Ich bin eigentlich mit der Mundart aufgewachsen. Es waren zwei Generationen in einem Hause. Und so wird von klein auf Platt gesprochen. Wir beide sprechen nur Platt miteinander. Wir haben noch kein hochdeutsches Wort gewechselt. Das Harzer Plattdeutsch gehört zum Sprachgebiet des Ostfälischen, eine Gruppe innerhalb der niederdeutschen Sprache. Das Ostfälische, das wird eben von Göttingen bis Magdeburg gesprochen. Das heißt in Niedersachsen genauso wie in Sachsen-Anhalt und im Norden in Lüneburg genauso wie im Harz. Und da kann man eben sehr schön daran sehen, dass Sprachgrenzen nie politische Grenzen waren. Das ist ein verbindendes Element und das haben wir auch mit der Wende gemerkt, dass sich also die Plattsprecherinnen und Plattsprecher sofort zusammengetan haben von beiden Ländern. Wie am Brocken in Sachsen-Anhalt sprechen sie nur wenige Kilometer entfernt auch in Niedersachsen Harzer Platt, in Harlingerode bei Bad Harzburg. Hast du überhaupt was Neues hier? Nee. Und dann kannst du mit keinem richtig rumsabbeln. Ja, das geht auch nicht. Und besäugen kannst du auch keinen. Das Einzige, was du noch machen kannst, ingeben. Ein kleines Grammatikproblem haben Plattdeutsch-Muttersprachler oft zu Beginn ihrer Schulzeit. Ich habe ja mit anderen Kindern gespielt, die haben ja dann Hochdeutsch gesprochen. Ich konnte schon Hochdeutsch, aber mir und mich verwechsel ich nicht. Ne? Meine Eltern haben nur immer von Meck gesprochen. Das Harzer Platt hat eben noch die Besonderheit, da legen die Harzer Plattsprecher auch sehr viel Wert drauf. Wie wir sagen würden, mich
dich oder mir und dir. Da unterscheiden sie nicht, sondern machen eben Meck und Deck draus. Das ist nicht falsch, sondern das ist einfach die dialektale Basis, die da vorhanden ist. Meck hat in den letzten Tagen auch immer so ein Sauflederfleindier ärgert. Da dachte ich mir Meck. Jonas, 12 Jahre alt, ist nicht mit Platt aufgewachsen. Trotzdem hat er in der Grundschule die AG Harzer Mundart gewählt und auf Platt im Chor gesungen. Das hat so seine Vorteile. Ich finde auch, wenn man dann die Sprache richtig gut beherrscht, dann kann man sich mit einem Freund, der dann die Sprache auch gut beherrscht, gut unterhalten. Und die anderen, die denken, hä, über was sprechen die denn jetzt? Also so ist eigentlich eine schöne Sprache. Jedes Dorf legt großen Wert auf sein eigenes Platt, so auch im Harz. Wie sind die Unterschiede zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen? Die Mädchen sind aus der Schule gekommen und freut sich auf Mittagessen, was die Mutter gekocht hat. Die Mädchen sind aus der Schule gekommen und freut sich auf das Mittagessen, was die Mutter gekocht hat. Das Plattdeutsche als Alltagssprache auf Dauer am Leben zu erhalten, scheint im Harz schwierig zu sein. Ist das Fahrrad auch so alt? Ja, das steht sogar dran, 1919. Immerhin, wenn junge Menschen wie Jonas Spaß daran haben, bleibt Plattdeutsch wenigstens als Kulturgut erhalten. Ja, sind wir wieder beim Kulturerbe. Ja. Ne? Finde ich ganz toll. Dass Ja, sich, ist auch der großartig. Junge, Ja. Und er sagt ja auch, das ist eine schöne Sprache. Ist es ja auch. Genau. Und viele junge Leute sind davon begeistert. Man muss sie eben nur heranführen und dann geht das schon. Und vor allen Dingen, ich kann nur appellieren, vorlesen, vorlesen, vorlesen. Ja. Also wenn ein Kind im Bett vorgelesen bekommt, bevor es einschläft und dann vielleicht auch mal ein plattdeutsches Gedicht oder eine kleine plattdeutsche Geschichte, das ist so schön und das ist heimelig, das ist ja auch Geborgenheit, das gibt Sicherheit, das ist was Besonderes, das verbindet man mit dem Ort, mit der Region. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ja, finde ich auch. Also es ist toll, dass Sie dafür auch sich so einsetzen, weil es ist ja auch wichtig, dass Menschen, die prominent sind, dann sagen, ja, wir müssen das erhalten und bewahren. Sie haben was mitgebracht, zwei ganz frische Hörbücher. Ja. Das Hörbuchsprechen ist zu einer richtigen Leidenschaft für Sie geworden, ne? Ja, also ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich tatsächlich Hörbücher sprechen darf. Und zwar hat ja diese Pandemie natürlich also den totalen Zusammenbruch aller Engagements hervorgebracht und so fiel bei mir natürlich auch sehr viel weg und eigentlich alles. Und dann habe ich überlegt, so was kann man machen und ich habe dann vorher schon angefangen, also mich mit Hörbüchern auseinanderzusetzen, also schon mit Stimme und habe dann auch die Chance bekommen, also bei Carsten Hermann von Hermann Media, für den ich auch sehr viele Hörspiele sprechen darf, zu üben. Das muss ich sagen. Also an alle Kollegen, die Hörbuchsprecher sind und Sprecherinnen, also große Gratulation. Also es gibt hervorragende Sprecher und Sprecherinnen und da ziehe ich wirklich die Kappe. Also ich weiß jetzt, was das heißt. Ich habe mich dahin gearbeitet und ich bin eben sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Und das Tolle ist eben, dass diese Hörspiele, das ist ja was anderes als ein Hörbuch. Also da muss ich ja Charaktere kreieren. Ja, also verschiedene Rollen müssen diese Sie ja verschiedenen alle. Rollen. Und das kommt mir natürlich sehr zugute, weil ich Schauspielerin bin. Aber das Hörbuch hat wieder eine ganz eigene Dynamik. Da kommt es ja wieder drauf an, spreche ich was Episches, spreche ich eine Biografie oder was spreche ich da eigentlich? Und kann ich Charaktere bedienen? Darf ich die irgendwie ausarbeiten oder ist das zu viel für den Zuhörer? Das muss ich alles vorher wissen. Und das ist schon eine Arbeit, an die man sich herantasten muss. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Carsten Hermann, also Hermann Media, habe, um da zu arbeiten. Und es ist ein Produzent, der eben auch ein kleines Label hat. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich ihm auch helfen konnte mit einem Autoren, den ich in Berlin getroffen habe, wieder getroffen hatte vor Corona. Und zwar Daniel Kall. Und Daniel Kall ist auch ein Dramaturg gewesen, auch Regisseur, hat auch Theaterstücke geschrieben. Und er hatte nichts zu tun oder wollte nicht oder wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss dich unbedingt mit jemandem zusammenbringen. Und ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. Hast du dir denn
schon mal überlegt, Hörspiele zu schreiben. Mystery, Crime, Tragedy, alles Mögliche, Science Fiction. Und er hat dann gesagt, ja, das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich das große Glück gehabt, die beiden tatsächlich zusammen zu vernetzen. Und sie haben sich kennengelernt. Und daraus ist eine so glückliche Verbindung geworden. Und der Daniel Kall hat tatsächlich 25 Hörspiele im letzten Corona-Jahr. 25 Hörspiele in einem Jahr? Hörspiele, das muss man sich erst mal vorstellen. Und zwar vom Feinsten. Und die sprechen Sie alle? Nein, nicht alle, aber ich darf einige Hauptrollen davon sprechen. Ja. Und das ist natürlich für mich auch so ein großes Glück, weil ich bin ja auch mit Leib und Seele Schauspielerin. Und wenn man nicht mehr drehen kann oder auch alles andere wegfällt. Ja, klar, dann ist das natürlich schwierig. Wir sollten vielleicht mal gucken, Hallig 11. Das ist Hallig ja 11, genau. eine dieser CDs, wo er die Geschichte geschrieben hat. Genau, und da sprechen Sie ja eine Kommissarin. Genau, da spreche ich eine Hauptkommissarin, die die Nase voll hat von Hamburg, von St. Georg und von dem ganzen Abschaum dieser Welt und einfach sich sagt, ich möchte sehr gerne auf Hallig 11. Wir haben ja nur 10 Halligen, aber das ist ja auch eine fiktive Geschichte. Hallig, klar. So, und diese erfundene Hallig und möchte ganz gerne eine ruhige Kugel schieben und es wird natürlich alles ganz anders, als sie sich das vorstellt. Genau. Und es wird sehr mysteriös. Ja, wir gucken mal kurz rein, wie das aussieht, wenn Sabine Karg im Hörbuchstudio steht. Die Versammlung war gesprengt. Die Schwarzkapuzen rannten in verschiedene Richtungen davon. Ich feuerte noch einige Warnschüsse in die Luft. Dann eilte ich zu dem am Boden liegenden Wagner. Gottlob, er lebte noch. Wie schön, Sie zu sehen, Frau Kommissarin. Ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten, Herr Wagner. Sie sind mir einiges an Erklärungen schuldig. Da haben Sie wohl ausnahmsweise recht. Ich half Wagner auf, legte seinen Arm um meine Schulter und stützte ihn auf unserem Weg hoch zur Warft, wo mein Roller auf uns wartete. Das bot zumindest die erste Gelegenheit, das Martinshorn einzusetzen, dachte ich bitter. Denn die Ereignisse dieser Nacht hatten mir vor Augen geführt, dass ich das ersehnt ruhige Kugelschieben auf Hallig 11 vergessen konnte. Was auch immer die Marschinsel... Ja, das ist so eine, Sie haben gerade gesagt, das ist so eine Type, ne, die Sie da sprechen. Die ist ja so ein bisschen angeraut. Das ist natürlich eine von Burnout gezeichnete Kommissarin, die auch gerne mal einen getrunken hat und eigentlich fertig ist. Und die braucht natürlich auch so was Raues in der Stimme. Und hier, das ist ja eben dieser Erzählmonolog gewesen, aber wenn die dann nachher richtig spielen zusammen, Rainer Schmidt hat den Part des anderen Hauptparts übernommen. Auch ein Kommissar und die begegnen sich und er sucht seinen Freund, der dort auf mysteriöse Art und Weise ums Leben gekommen ist, wahrscheinlich. Und das löst sich dann eben alles auf. Und spannend, das ist sehr, sehr spannend gemacht und unheimlich gut geschrieben, finde ich. Und ich finde auch, dass der Carsten Herrmann, der Produzent, auch einen tollen Soundmix gemacht hat. Also wenn man die Augen schließt, hat man das Gefühl, man ist in einem Kinofilm und man kann sich seine eigene Fantasie hervorholen und das erleben. Ja, das finde ich auch mal so schön. Toll. Das ist auch bei diesen ganzen Podcasts. Es gibt ja immer und immer mehr Podcasts, weil auch junge Leute es für sich entdeckt haben, wie toll das ist, einfach Geschichten nur auf dem Ohr zu haben und nicht immer nur auf dem Bildschirm zu gucken. Sie haben auch noch was anderes Tolles, das kleine Friesencafé von Jane Mommsen. Das haben Sie auch noch mitgebracht. Und da gibt es jemanden, der da doch ganz eng mit zu tun hat, auch mit Ihnen, der Ihnen noch was sagen möchte. Ach. Moin, liebe Sabine. Ich freue mich so sehr, dass du meine Hörbücher liest. Meine Texte mit deiner Stimme zu hören, ist für mich jedes Mal ein Fest. Du atmest mit den Figuren, du weißt, wie sie sprechen und, ganz wichtig im Norddeutschen, wann sie Pause machen. Außerdem bist du eine fantastische Köchin, wovon ich immer profitiere, wenn wir uns bei dir treffen. Allein deswegen lohnt sich schon unsere Zusammenarbeit. Bedenken habe ich eigentlich nur wegen unserer Weihnachtstournee, weil da gibt es ja dieses eine Lied, was wir zusammen singen wollen und was uns beide so sehr rührt. Meinst du, das geht gut? Aber das kriegen wir alles hin. Also, alles Liebe, bis bald. Bis bald. Janne Mommsen war das ja, der Ja, Janne Mommsen. Janne Mommsen hat mich eigentlich dazu gebracht, also zum Hörbuchlesen. Ja, und was meint er für ein Lied, was Sie beide so, wo er Angst vor hat? Dass Sie es gibt dieses wunderbare Lied That You Are Guide to N von Rolf Zuckowski.
Und ich finde, dafür hat Rolf Zuckowski einen Oscar verdient, weil er hat Der Norden singt, das kennen wir ja hier alle. Und als ich das auf YouTube das erste Mal gesehen habe, Der Norden singt, mit dieses Lied, das so poetisch geschrieben ist im Plattdeutschen. Und die Menschen haben so einen glücklichen Ausdruck. Und es geht um die Weihnachtszeit, um die Bäckerei und dass man sich erinnert an die Zeiten, wo eben zu Weihnachten die Schiffe aus dem Hamburger Hafen fahren oder Nordostseekanal. Und was haben sie vorne dran? Ein Dannböhm. Der führt mit Dannböhm zur See. Was ist ein Dannböhm? Dannböhm, Tannenbäume. Ach so. Und es blinkt und wir gucken zu und wir winken und vielleicht gibt es auch ein Horn oder ein Signal als Antwort. Und das ist das, wo wir beide das Heulen kriegen. Also ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich das erste Mal gehört habe. Und ja, kann ich mir also es ist so, wenn dat Joa geht to en und de Lüchen verbrennen und de Tietz de ähnlich an in die. Dat Joa geht to en und de Lüchen verbrennen, man de Tietz de ähnlich dann in die. Und das finde ich so wahnsinnig schön, weil es gibt so Hoffnung, die Kerzen brennen runter, aber es gibt ein Licht nur für dich. Und das macht die Zeit. Das ist schön. Und da bin ganz ich schön, einfach, ich kriege immer eine Gänsehaut. Ich finde das so schön. Ja, kann ich verstehen. Also wir möchten nur noch mal einmal unseren Zuschauern sagen, Sie können, wenn Sie jetzt auch so eine Lust haben, sich das anzuhören, haben Sie die Chance, eins von diesen Hörbüchern zu gewinnen. Also Hallig 11 und das kleine Friesencafé haben wir extra für Sie. Müssen Sie auf unsere Homepage gehen, auf unsere Das-Homepage und dann finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, was Sie tun müssen, um an diese Hörbücher ranzukommen. Sabine, darf ich noch eins dazu sagen zu den Hörbüchern? Ich möchte ganz gerne einen Gruß nach Berlin schicken, wenn ich darf, an Frau Schmidtke vom Argon Verlag, die mir eben ermöglicht hat, dieses Hörbuch von Janne Mommsen auch in Nordhoff aufzunehmen bei Jan Röschmann. Ja. Und der war auch bei dem Film eben zu sehen und bei dem kleinen Einspieler. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das eben machen kann und mir die Möglichkeit gegeben wurde, das dort eben auch zu realisieren. Ja, und Sie machen es ja auch toll. Ja, es gibt ja diese Geschichte, mir war das gar nicht mehr so präsent, dass Sie zur Schauspielerei eigentlich gekommen sind, also unter anderem durch Helga Feddersen, dass Sie bei ihr gelernt haben. Ja. Wie sind Sie denn überhaupt zusammengekommen? Ich habe in der Schule immer parodiert und auch mit meinem Vater zusammen und habe dann irgendwelche Leute nachgesprochen, hauptsächlich männliche Politiker. Und ich habe, glaube ich, sehr gute Aufsätze geschrieben, witzigerweise. Und Frau Gresser, meine Deutschlehrerin, fragte mich eines Tages, was willst du denn mal werden? Und da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Mein Vater sagt, ich soll in die Stadtkasse Nordhoff so Akten sortieren und so. Und da hat die gelacht und hat gesagt, nee, also da kann ich mir ja nur gar nicht vorstellen. Aber du bist doch so begabt und du parodierst so gerne und spielst und so. Helga Feddersen ist nach Ellerdorf gezogen. Möchtest du dich da nicht mal vorstellen? Ja, und so habe ich da angerufen, ganz mutig. Und durfte dann dorthin. Und da haben sie mich kennengelernt und mich betüdelt von vorne bis hinten. Ihr Mann damals, Götz Pausecek, der war ja Dramaturg beim NDR auch. Und dann durfte ich eben jede Woche dorthin kommen. Ich kriegte Aufgaben, weil ich war 14 und hatte keine Ahnung von Literatur. Und dann wurde mir eben alles Mögliche von Brecht, Kleist, Shakespeare an die Hand gegeben im Reklambüchlein. Für eine Woche ein Reklambuch und dann mit Auswendiglernen einen Monolog. Und dann fand ich so toll, dass der Götz Pausecek und auch Helga mich nie vorgeführt haben. Die haben mich auch nie gemaßregelt oder mich kritisiert, sondern sie haben lediglich gesagt, was hast du verstanden? Also an Helga Feddersen erinnert man sich immer total gerne. Und dann kam natürlich der Straßenfeger, ein paar Jahre später war das ja dann, mit den Drombuschs, ne? Ja, davor kam noch Soko 5113 und alles Mögliche. Ja, Sie haben alles Mögliche, ganz viel gemacht. Ja, und dann kam das, ja, Gott sei Dank. Aber werden Sie heute noch am meisten immer auf die Drombuschs angesprochen? Ja, also wenn schon. Auf jeden Fall, ja. Aber auch die anderen Filme, auch witzigerweise auch auf Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding. Da hatte ich eigentlich nur so eine Kultrolle, aber sie ist eben Kult. Und ja, also das habe ich, glaube ich, sogar heute bei Facebook gesehen. Hat jemanden, wie hießen Sie da in Bang Boom Bang? Da hieß ich Manu. Ich glaube, da hat jemand ein Foto gepostet. Ja, und Ralf Richter war mein Ralf Richter, genau. Ralf Richter war mein Partner, Freund oder so. Und den hatte ich dann natürlich in einer sehr schwierigen, sehr obszönen Sequenz
natürlich hinters Licht geführt. Und da war er im Knast und musste dann seiner Wut freien Lauf lassen. Und das ist einfach eine Knallerszene. Da breche ich heute noch zusammen vor Lachen, wenn ich das sehe. Macht auch irgendwie nostalgisch. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, wenn man dann diese Ausschnitte sieht, man würde sie ja schon gerne mal häufiger wieder im Fernsehen sehen. Ist ja, das wäre sehr schön. Ja, hat das nur mit Corona? Ja, hat das nur mit Corona zu tun? Oder ist es auch so, das höre ich jedenfalls häufiger, dass man einfach als Frau jenseits der 50 nicht mehr so mit Angeboten zugeschüttet wird, wie das oft bei männlichen Schauspielern ist? Ja, bei mir ist das ja schon ziemlich lange so der Fall. Also ich habe dann zwar Theater wieder gespielt und so und andere und meine Lesungen natürlich gemacht und so. Aber ich würde natürlich wahnsinnig gerne drehen. Aber ich bin jetzt 63 und sehe vielleicht nicht aus wie eine Großmutter. Könnte natürlich eine sein. Absolut weil gar nicht. Ja, aber das ist ja eben schon das Problem. Also warum? Wir sind ja trotzdem Großmütter. Wenn mein Sohn jetzt ein Kind bekäme, wäre ich Großmutter. Was wäre das Problem, frage ich. Ja, aber Großmutter heutzutage sehen eben so aus wie sehen wir. eben so aus, ja. Genau. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache. Aber ich meine, gut, man muss ja auch nicht immer die Großmütter spielen. Es gibt so viele Facetten für Frauen in meinem Alter. Und ich würde wahnsinnig gerne spielen, natürlich. Aber ich weiß eben auch nicht, woran es liegt. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, selbstbewusst in dieser Branche aufzutreten. Und ich meine, mit 63 in meinem Alter weiß man natürlich auch, wo man steht. Und natürlich gibt es Standpunkte, die man hat. Und natürlich gibt es eben auch Begegnungen, wo sich Leute bedroht fühlen, wenn man eine Meinung hat oder so. Und das eben hauptsächlich ja Männer betrifft, muss man ja einfach so sagen, die dann so reagieren, ist es eben schade. Und ich finde, das muss nicht sein. Und es geht aber ganz vielen Frauen so. Und ja, und insofern haben wir damit leider immer noch zu kämpfen. Ja, wir appellieren daran, dass es mehr Rollen für Frauen gibt, für solche Frauentypen. Ich meine, Hanno Ferch, Hanna Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, wie sie alle heißen, die haben alle tolle Rollen. Wieder. Genau, gibt es aber auch Frauen, die solche coolen Weiber spielen können. Ja, unbedingt. Ne? Die Pendants. So, wir haben noch einen, beziehungsweise meine Kollegin Elisabeth Bergmann hat noch einen Ausstellungstipp für Sie. Und zwar in der Kieler Fußgängerzone. Zu sehen ist die Kleidung von Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Noch immer wird nämlich Vergewaltigungsopfern eine Mitschuld nachgesagt, verbunden mit der Frage, was hattest du an? Was hattest du an? Was hattest du denn an? Was hattest du an? Und was hattest du an? Was hattest du an? Was hattest du an? Es ist eine Frage, die die Opfer sexueller Gewalt zu Mitschuldigen macht. Was hattest du an, als es geschah? Auch Emily Egerland wurde sie gestellt. Ich bin selber von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen und dementsprechend ist es für mich eine absolute Herzensangelegenheit und erklärt vielleicht auch, warum ich da so viel mehr Energie vielleicht reinstecke als jemand, der das Thema jetzt nur so aus der Ferne kennt. Mitten in der Kieler Fußgängerzone ihre Ausstellung. 13 nachempfundene Outfits, keine Originalkleidung, um Sensationslust zu vermeiden. Indem man solche Fragen stellt, belastet man die Betroffenen ganz, ganz stark und gibt ihnen mindestens eine Mitschuld an der Tat und hat diese Opfer-Täter-Umkehr, die ganz, ganz fatal ist für Betroffene und für den Umgang mit der Tat auch später. Die Betroffenen kommen alle aus Norddeutschland, haben sich bei der Ausstellungsmacherin gemeldet. Die 27-Jährige hat mit jeder einzelnen Frau gesprochen, hat Vertrauen aufgebaut. In dieser Erfahrung ist es so, dass es zu einer Partysituation auf einem Schiff kam, so ein Partyschiff, wie es sie dann gibt. Und da wurde die Betroffene im Keller dieses Partyschiffs von einem Kommilitonen festgehalten und missbraucht. In diesem Fall wurde die Betroffene vom Großvater der besten Freundin im gemeinsamen Urlaub vergewaltigt und auch danach massiv unter Druck gesetzt. Und da kam es tatsächlich zu einem Prozess. Der Täter wurde auch verurteilt, ist aber tatsächlich nach wenigen Jahren wieder freigekommen und lebt mittlerweile in der Umgebung nach wie vor. Die Betroffene ist auf dem Weg nach Hause von einem Treffen in einer Bar verfolgt worden und dann in ihre eigene Wohnung, in ihren eigenen Hausflur gekommen. Und der Täter hat dann die Chance genutzt, dass die Tür nicht sofort wieder eingerastet ist. Wenn eine Frau nach dem Missbrauch von der Tat erzählt, trifft sie oft auf Unverständnis. Aber eine Anzeige könnte sein Leben ruinieren. Du hättest halt nicht allein nach Hause gehen dürfen. Aber du hast doch wieder Sex. So schlimm kann es dann noch nicht gewesen sein.
Übertreibst du nicht ein wenig? Ihr seid verheiratet, da gibt es sowas nicht. Originalzitate, die die Bewältigung der Tat noch schwerer machen. Wenn man merkt, da öffnet sich jemand, dass man versucht, gut zu reagieren, keine kritischen Nachfragen zu stellen, sondern auch wirklich zu glauben, nicht zu hinterfragen, zu helfen, aber auch nur dann zu helfen, wenn Hilfe wirklich auch gewünscht ist. Die betroffene Person nicht zu übergehen und zu sagen, wir müssen jetzt zur Polizei, wir müssen jetzt dies machen, sondern zu sagen, egal was du tun möchtest, ich bin da und ich bin an deiner Seite und wir machen es genauso, wie du willst. Die Idee zu der Ausstellung hat die Kielerin aus den USA. 1,5 Jahre hat sie dafür gearbeitet, das Projekt hier zu verwirklichen. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch irgendwann in unserer Gesellschaft verstanden hat, was Fragen wie, was hattest du an, auslösen können, was das für große Folgen haben kann. Das wünsche ich mir ganz doll, dass unsere Aufgabe, unser Projekt, was wir uns hier gemacht haben, irgendwann vielleicht überflüssig wird. Noch ein langer Weg, deshalb plant die Marketingmanagerin, die Ausstellung auch in anderen Städten Deutschlands zu zeigen, sofern es Corona zulässt. Das Interesse ist bereits groß. Ja, ganz wichtiges Thema. Ne? Absolut, ja. Mhm. Haben Sie wahrscheinlich im Laufe Ihres Berufslebens auch, sind Sie bestimmt auch mal in Situationen gekommen, wo sexuelle Übergriffe nicht weit waren, ne? Ja, also das ist nicht unbekannt, natürlich. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man eben autoritätshörig war. Also wo es dann eben auch Regisseure gab oder Produzenten, wo man das einfach so angenommen hat. Also wir haben das ja gar nicht hinterfragt erstmal großartig. Und später dann natürlich ist man aufgetreten und selbstbewusst gewesen. Und das war dann vielleicht auch nicht richtig. Und da musste man sich dann eben auch befreien. Und ja, das ist alles nicht so einfach. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was hier angesprochen wird. Und die Frauen brauchen einen guten Schutz, mehr Licht vielleicht auch, dass eben gewisse Wege beleuchtet sind, ja, genau, dass sie Selbstverteidigung machen, dass alles. Es gibt ja auf jeden Fall so einen Anhänger, Schlüsselanhänger, der macht ganz laute, schrille Geräusche, wenn man da den Schniepel wegzieht. Und den kann man immer in der Hand haben, wenn man einkaufen geht oder irgendwelche in einer dunklen Ecke irgendwas umpackt oder sowas. Das wäre vielleicht auch noch mal ganz gut zu wissen. Ja, eben, es kann gar nicht genug Dinge in diese Richtung geben und möglichst auch nicht alleine unterwegs sein. Also man ist, in unserem Alter sind wir natürlich noch viel mehr sensibilisiert, glaube ich, auch für viele Dinge, die von außen, auf die man achten muss. Genau. So schön, dass Sie hier waren. Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Morgen haben wir Professor Eva Hummers zu Gast. Sie ist Mitglied der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Und ich kann Ihnen sagen, also 3/4 Stunden reichen nicht für die 1 Million Fragen, die ich an diese Frau habe. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Danke.